sich ein Vermögen gekostet haben. Ja, da bin ich dran gekommen. Bitte. Weil das alles war eine gute Gelegenheit. Ja. Na, jedenfalls danke ich Ihnen von Herzen. Ja? Wissen Sie, ich habe heute sehr viele Blumen bekommen. Ist das wahr? Aber Ihre, mein lieber Herr Struve, Ihre haben mir die meiste Freude Ist gemacht. das wahr? Jetzt habe ich einen Vorschlag. Machen Sie mir doch auch eine Freude. Ja, aber gern, womit denn? Wir haben uns kennengelernt, auf Anhieb gut verstanden. Wir sind beide in Full Dress. Wie wäre das, wenn wir unser Kennenlernen mit einer Pulle Champagner begießen würden? Ne? Wenn ich das nur früher gewusst hätte. Warum Ich habe mich denn? leider schon zum Souper verabredet. Ein alter Bekannter. Oh, den schicken wir ins Bett. Oh, ja. Also gut. Mama wird sicher nichts dagegen haben. Mama, was für eine Mama? Na, meine Mama. Sie haben eine Mama? Ja. Oh, Verzeihung, jeder Mensch hat eine Mama. Das bin ich ja klar. Denken Sie sich, ich Ja. habe meine Mama fast ein Jahr lang nicht Oh, wie gesehen. schade. Und heute hat sie mich zufällig mit ihrem Besuch überrascht. Was ich für ein Glück habe. Ich freue mich schon darauf, Sie mit Ihnen bekannt zu machen. Ist das wahr? Ja, die fällt glatt auf den Um Rücken. Gottes Willen, das wollen wir doch nicht machen. Wenn sie so schreckhaft ist, dann lassen wir sie doch zu Hause, die alte Dame. Ja, so alt ist die noch gar nicht. Ach, wieso? Nein, die wird Ihnen sogar sehr gut gefallen. Wie alt ist sie? 50. Und den Jahrgang habe ich zu Hause auch. Aber ich wollte doch mit Ihnen alleine soupieren. Ja? Ich habe zwar noch nie mit einem Herrn allein soupiert, aber Ihnen kann man ja nichts abschlagen. Abgemacht? Wunderbar. Ich stelle die Blumen ins Wasser und bin Dankeschön. gleich wieder da. Dankeschön, das wieder Bis gleich. Junge, ist das ein tolles Weib. Und die ist knatschverrückt nach mir. Gut, mein Herr, dass ich Sie noch treffe. Schon wieder da? Ja, Sie haben mich eben hinausgeworfen. Haben das gemerkt? Ja. Es war unerhört. Was Das ist mir heute schon ein paar Mal passiert. Das scheint Ihnen zu gefallen. Was wollen Sie jetzt? Sie haben mir meinen Blumenstrauß abgenommen. Natürlich, Sie entschuldigen, aber ich habe ihn dringend nötig. Ich kann das ja auch erledigen. Was soll er kosten? 3000 Mark. Ah, das ist... Was? Also was, Sie spinnen wohl 3000 Mark für die paar Rosen? Das gibt's doch wohl gar nicht. In den Rosen war ein kleines Kästchen Was? mit einem kostbaren Brillantring. Was? Den wollte ich Fräulein Yvette zum Zeichen meiner Verehrung dezidieren. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Sagen Sie mal, mit welchem Recht kommen Sie dazu, einer Dame so ein Geschenk zu machen? Na, und mit welchem Recht nehmen Sie mir denn einfach meinen Blumenstrauß weg, was? Hören Sie mal, da Ja. haben Sie auch wieder recht, das stimmt ja klar. Ne? Mein Geld? Ich hab doch keine 3000 Mark bei mir. Gut, dann gehe ich zur Polizei. Nein. Das ist Diebstahl. Bitte nicht. Ich will sofort meinen Ring Nein, wieder nein, haben. ich habe einen Vorschlag. Gehen Sie unten zum Bühneneingang. Ich komme, lege eine Viertelstunde runter und ich kläre alles mit Ihnen, ja? Eine Viertelstunde. Ja. Keine Minute länger. Keine Minute länger. Sonst gehe ich zur Polizei. Jawohl. Jeder scheint, der tut das, aber vielleicht hat sie Glück gehabt und sie hat den Ring noch nicht entdeckt. Also nein, mein lieber Herr Struve, das ist ja wirklich viel zu viel. Oh, ja. Sie verwöhnen mich ja in einer Weise. Wieso? Erst dieser wundervolle Blumenstrauß und wie ich ihn in die Vase stellen Ja. will, da entdecke ich Was diesen denn? Ring. Hat ihn schon. Also er ist entzückend. Du mich auch so überrascht. Ja, Ich wusste ja nicht, dass in den Blumen etwas versteckt Ja, war. ich auch nicht. Es ist erstaunlich, wie gut Sie meinen Geschmack getroffen Ist haben. das wahr? Also mir gefällt der denn gar nicht. Sie haben mir das selbst ausgesucht. Ja, schon, jetzt, wenn ich den so sehe. Der macht einen großen Fuß. Ah ja, Wissen Sie was, ich tausche ihn um. nein, ich finde ihn reizend. Sehen Sie doch nur, wie kunstvoll er gefasst Ist ist. das ja? Ja, das ist es ja eben. Falsch. Ich habe dem Juwelier gesagt, für die rechte Hand. Er macht ihn für die linke Hand. Aber das ist doch völlig egal, ich bitte Sie. Na, mir ist das egal, da bin ich sehr pingelig. Darf ich ihn haben? Nein, ich behalte ihn. Das ist schön. Ich habe zwar noch nie von einem Mann Schmuck angenommen, aber bei Ihnen will ich eine Ausnahme Habe machen. ich ein Glück gehabt. Ja, Sie haben mir wirklich eine große Freude gemacht. Ist das wahr? Wissen Sie, was Sie dafür kriegen? 3 Monate. Mein Bild als Libelle mit eigenhändiger Widmung. Ihr Bild mit Widmung? Nein, für 3000 Mark ist direkt geschenkt. Sie wollen den Ring also wirklich behalten? Ja, aber natürlich, warum fragen Sie Ja, denn ich wollte es immer? nur wissen, ich muss runter zu dem Nussknacker. Den macht mir Schwierigkeiten. Ja, nee, nächste, ich bin gleich wieder zurück. Aber bitte sehr. Elise, komm doch mal schnell. Was wollte er Das denn? wirst du gleich erfahren. Oh, siehst du schick aus, Mama. Ist ein amerikanischer Manager fort. Es war gar nicht mein Manager. Weißt du, wer hier war? Herr Anton Struve. Mein Mann! Ja. Ich wusste ja, es würde herauskommen. Aber der war bestimmt sehr hässlich zu dir, ne? Ach, das kann ich eigentlich nicht behaupten. Mal, weiß er Gar denn nichts weiß er. jetzt? Was wollte er denn von dir? Ja, weshalb hat er dich aufgesucht? Ich weiß schon.
Er hat ein Bild gesehen und dir Vorhaltungen gemacht. Genau so ist es gewesen. Aber pass auf, wir beide werden noch die besten Freunde werden. Ach, und wisst ihr, wo ich meine Ferien verbringen werde? Nein, wo denn? In Semmerath in der Eifel. Hello! Darf ich jetzt die Damen abholen zu der Souper? Oh, Herr Bolli, Sie kommen gerade richtig. Tja, leider müssen Sie Mama heute Abend allein zu Tisch führen. Oh, und Sie? Ich gehe mit einem anderen Herrn aus. What? Mit Herrn Anton Struve. Was? Mir bleibt der Verstand stehen. Sam Struve, Peter, ich werde zerbrechen alle Knochen. Bulli, Du gehst mit meinem Mann aus. Wohin denn? auf den Sittlichkeitskongress. Also los, Frau Bulli, reichen Sie mir mal den Arm. Okay, come on, meine Gnädigste. Darf ich bitten? Wiedersehen und viel Vergnügen. Und Sie sind Mr. Struve. Wir zwei besprechen uns noch. Ja, du musst aber Kölsch lernen, ja? Sagen Sie mal, wer war das denn? Ach, ein alter Bekannter. Den meine ich gar nicht. Ich meine die Damen, die da rausgegangen sind. Das war meine Mama. Nein! Das war eine dolle Frau. Wunderbar. Sehen Sie, sowas krieg ich, wenn Sie immer gerade nicht geliefert. Elise, meine Schwester. Musste runter. Der Nussknacker wollte meinen Namen haben, habe ich ihm dem von Böcklein gegeben. Hab gesagt, christliches Hospiz. Hoffentlich kommen wir da durch. Hallo. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Herr Stadtrat. Meine Gnädigen, darf ich bitten? Einen Moment. So. Danke. Bitte sehr. Das ist... Bin doch ein doller Bursche. Moralischen Pause. Oh, die Herrschaft ist ja verreist. Das müssen wir doch ausnutzen. Komm, Ja, klar. Oh, und Verschwinden Sie! die Tante Geheimrat. Verschwinden Sie mit Ihrem Dudelkasten, haben Sie verstanden? Ich dachte, die ist schon weggegangen. Ach, Menschenskinder. Das bisschen Musik darf man nicht mehr hören. Das bisschen. Alte Fregatte. Na, ist doch wahr, immer meckert sie rum. Überall steckt die ihre Nase rein. Sogar in meine Privatverhältnisse. So oft ich ihr das Frühstück raufbringe, hält sie mir einen Vortrag. Über die Gefahr, die uns alleinstehenden Mädchen droht. In den Keuschheitsbund soll ich eintreten. Ist aber mit meinem Bräutigam nicht zu machen. Ach, Mama, Papa, alle lassen sich von ihr tyrannisieren. Tja. Lieber Himmel, wenn die erfährt, warum ich so plötzlich nach Hause gekommen bin. Ja, eben, Fräulein. Also ich war ja ganz sprachlos, wie es gestern spät am Abend klingelt und Sie stehen draußen. Ja, mit Sack und Pack. Anna, aber Sie dürfen mich nicht verraten. Was? Och, wo werde ich denn? Also, Rausgeschmissen haben Sie mich. aus dem Cäcilienstift? Denken Sie mal an. Boah, so eine Gemeinheit. Und was haben Sie ausgefressen? Die Vorsteherin, diese alte Schreckschraube, sie hat mich erwischt. Wo denn? Na, abends im Park. Ist doch nur wirklich nichts dabei. Also, Ich war nicht allein. nicht allein? Oh, Fräulein. Ach, Anna, Sie haben doch auch einen Schatz. Da müssen Sie doch Verständnis haben für sowas. Naja, also Verständnis ist ja nicht ganz das richtige Wort. Da habe ich einen Hang zu. Da sehen Sie. Ach, ich liebe ihn schrecklich. Und er liebt mich wahnsinnig. Aber die alten Damen passen auf wie die Schießhunde. Da haben wir uns immer heimlich im Park getroffen. Wie bitte? Vorgestern Abend bin ich auch wieder unbemerkt aus dem Fenster gestiegen, erst über die hohe Parkmauer geklettert und gerade wie wir uns in die Arme sinken und er mich küsst, da steht die alte Heuschrecke vor uns. Ach, du kriegst die Motten. Ja, was werden bloß Ihre Eltern sagen? Besonders Papa, vor dem habe ich einen richtigen Bammel. Und er ist sie da oben. gar nicht auszudenken. Anna, Oh wo Gott, da kommt sind sie schon. Sie denn? Da ist ja niemand im Hause. Ach, da sind Sie ja. Hallo, Tante. Charlotte, du bist da? Ja, ich bin da. Das ist eine Überraschung. Ja. Guten
Tag, liebe Guten Tante. Tag. Wie kommt es, dass du mitten im Semester nach Hause kommst? Das muss doch einen Grund haben. Ja, hat es